Ho, 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 draußen vom Walde komme ich her. In Jans Kölle Weihnacht ist her. Le Funkenfreude, le Familie, le Funkelmariechen. Es ist wieder Advent. Und wisst ihr, was das Schöne am Advent ist? Unsere rot-weißen Farben werden weitergeschrieben. Das rot-wiese Krätzchen, das Schnüsschen-Dingchen. Und was hat das gemeinsam mit dem Nikolaus und dem Weihnachtsmann? Beides ist rot-weiß und deswegen mal eben kleiner Mützenwechsel heute zum 4. Advent. Das Krätzchen ein bisschen in die Ecke, weil es nicht fort. Das Schnüsschen-Dingchen können wir auch aufnehmen. Das könnt ihr jetzt hier auf der Stuhl, falls einer vorbei könnt, der Knecht Ruprecht. Man weiß ja nie, wie unterwegs ist. Und jetzt auf das Mützchen an und dann schauen wir mal, wie leben wir denn die Tradition? Denn es gibt ja diesen schönen Satz, wir denken nicht an die Örtlichkeiten zurück oder an Ereignisse oder Begegnungen, sondern die Erinnerungen, die sie in uns auslösen. Und heute, am 4. Advent, war doch was. Ich schaue mal in mein kleines Archiv, was ich hier mitgebracht und aufgebaut habe. Es dreht sich um den 4. Advent, einer der 4 Adventssonntage. Und deswegen brennen hier hinter auch 4 Adventskerzen. Und das führt mich zu einer kleinen historischen Reise zurück. Seit wann gibt es denn eigentlich einen Adventskranz? Genau im Jahre 1833 wird er in der Hansestadt Hamburg eingeführt durch den Pfarrer Johannes Wiechern, der ein sogenanntes Rauhes Haus in Hamburg betrieben hat und eine Herberge war, für Gescheiterte und Gestrandete. Und da gab es dann einen Adventskranz mit 24 Kerzen. Und heute sind noch 4 übrig geblieben, um die 4 Adventssonntage zu illuminieren. Und da soll es mal, so ist jedenfalls die Überlieferung von einem Gedichteschreiber, ein Gespräch gegeben haben zwischen 4 Adventskerzen. 4 Kerzen brannten am Adventskranz. Es war still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet. Aber die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte, ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die Kerze war aus. Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollten. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind in den Raum, es schaute die Kerzen an und sagte, aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Und fast fing es an zu weinen. Da meldet sich auch die 4. Kerze zu Wort. Sie sagte, ich habe nur Angst. Solange ich brenne, können auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Lichter wieder an. Das sollten auch Sie tun und alle, die die Funken lieben und diesen Adventskalender sehen, die Funkenfreunde, die große Familie, denn letztendlich können 4 Kerzen auch Licht in diese Pandemie und in das ganz andere Weihnachten bringen als in den letzten Jahren. Ich wünsche Ihnen einen schönen 4. Adventssonntag.